So, Erfahrungsgewinn. Gratulation, du hast deinen ersten Stufenanstieg erhalten. Drücke K, um deine Fähigkeitsbäume im Spielmenü anzusehen und neue Fähigkeiten freizuschalten. Und unsere neue Aufgabe ist, geh in die Kantine. Da werden wir auch gleich hinschauen. So, das ist der Fähigkeitsbaum. Und im Moment sind wir Abtrünniger. Gut, was haben wir denn da? Achso, Abtrünniger ist die Fähigkeit. Kampf, Technomantie. Achso, im Moment nicht. Dann da ich mal sagen, wir bauen Kampf aus. Lehre des Ausweichens. Moment, was ist das andere? Erste Hilfe. Tödlicher Schatten. Kunst des Blendens. Ich darf mal sagen, wir bauen Kampf aus. Lehre des Parierens. Tja, nehmen wir halt einmal. Weiß ich nicht, nehmen wir das da. Zähe Haut. Gut, verfügbare Punkte haben wir noch einen. Dann darf ich nur sagen, bauen wir. Erste Hilfe aus, oder? Ja. Werden wir jetzt zwar noch nicht brauchen, aber später. Weil später können wir ja noch die stärkeren Gegner. So, Innocence, wir gehen jetzt mal in die Kantine. Ja, auf M haben wir die Karte. Und da haben wir wieder Schrott, gell? Metallschrott. Hey Roy, just wanted to tell you, everyone's talking about how you took out the fat guy. He was embarrassing the entire Aurora army. Here, take this. A little thank you. Thanks. Gesprungenes Rohr. Ja, pass auf, wir können nämlich Waffen aufrüsten. Pass auf, Schaden macht's 10. Und wenn wir es jetzt mit Stoff verstärken, dann wird's etwas besser und ja, steigt die Chance auf kritische Treffer. Genau, schaut er dann gleich optisch anders aus. Pass auf, gehen wir den zurück. Gut, jetzt haben wir mit dem ausgerüstet. Leder, ja, haben wir nicht. Also unsere Waffen können wir uns dann immer selber zusammencraften, wie wir wollen. Achso, jetzt haben wir schon einen Teil gefunden für den Handwerker. Da fehlen uns aber noch 6 Teile, also 5. 6 sind es insgesamt. Kantine. Was gibt's denn da noch hinten? Da haben wir Stoff. Da haben wir einen zweiten Teil. Kantine. Was war dann da hinten? War da nicht auch Kantine? Achso, geht auch um mich. Gut. Und wo geht's so hin? Pass auf, ich schau mal auf die Karten. Achso, sag's gar nicht so. Was ist denn da drum?
Gut, schauen wir mal. Treppen, ja da. Schaut aus wie ein Mutant, oder? Hey, Roy. I don't know what you did, but Bob was looking for you a couple minutes back. He's on guard in the next block. Guess he wants to talk to me about the fat guy. Thanks for the info. Wer ist denn Bob? No problem. Later. So, wir schauen uns mal ein bisschen um. Oh, Moment, das wollte ich nicht. Nicht, dass wir uns da Ärger einhandeln. Muss es nicht unbedingt sein. So, pass auf, da hinten haben wir noch Schrottteile, oder? Metallschrott. Aber eigentlich kann die Leder brauchen, dann kann die unsere Rüstung ausbauen. Da geht nicht weiter. Da haben wir nochmal was. Hardware. Bob ist da herum. Ja, schauen wir heute mal zum Bob. Tja, ist das Bob oder wie? Kenne deinen Feind. Deine Feinde nutzen unterschiedliche Taktiken, abhängig von ihrem Typ und ihrer Ausrüstung. Prüfe die Aufzeichnungen über Gegner im Warlog, um die richtigen Strategien zu finden. Hört sich zwar gut an, aber brauchen wir nicht unbedingt. Aua. Die Taktik lautet einfach draufhauen. Und die Hunde, die können wir frontal können wir nicht hochgreifen, das sind unverwundbar. Aber von hinten. Aua. So, jetzt aber. It's so weird. I never saw a dog attack. Kläre den Hundeangriff. Yeah, that's strange. Looks rabid. I'll have to talk to the kennel master. Thanks for helping out, Roy. We'll take over now. So, Körper durchsuchen. Das können wir machen. Hat denn der was? Leder und chemische Komponenten. So, wir plaudern jetzt einmal mit Bob, oder? Oder haben wir noch was zum Einsammeln? Gehen wir da auf? Schon wieder, gehen wir gleich auf. Sorry. The dog attacked you, really? I don't understand. Usually the guy that takes care of them trains them really well before letting them go. And by the way, I heard you kicked ass with that fat guy and his gang. It's true. And to be honest, he got off easy. You know, even if my comrades had to get involved, I really think most of them are glad you did what you did. I know that even with you people, this guy would have ended up in front of a firing squad. But here you're prisoners of war. And playing cop, not your role really. Even if that guy is a real bastard who should have never been in the army. If I understand right, you're happy, but you think you gotta preach. Do you know what that fat guy wanted to do to me? I know. But it's our responsibility. So, pass auf. Nehmen wir heute mal, pass auf. None of you guys were gonna get involved and stop the fat guy from raping the kid. You can't stick a guard behind everyone. There aren't enough of us. Too many prisoners. Theoretically, we shouldn't have this kind of situation here. Just grunts. You should have come gotten us. Yeah, right. And the kid would get gently penetrated in the meantime. Let that fat bastard come back, and trust me, it'll only take a second before I put him down again. Yeah. No point playing tough with me. That'd just make me feel like taking a couple things out on you. See? So, Dampf ablassen. Nein, der Zong, wir gehen, oder? Don't worry. I'm in no hurry to see you again. We're leaving. Right.
but I'm keeping an eye on you. Shit disturbers like you. I don't trust you any further than I can spit you. So, der Herr Bob vertraut uns nicht, ja, das ist eigentlich gar nicht so tragisch, da haben wir noch was. Und wieder Hardware. So, dann würde ich mal sagen, wir gehen nochmal da auf. Auf so Hunde werden wir, glaube ich, noch öfters treffen. Da ist auch was. Das war der dritte Teil. Was kreuzen? Wo sind wir denn jetzt? Da hinten. Warum? Oh. Die Herren suchen Ärger. So, das war der erste. Und wir haben die dritte Stufen erreicht. Ja, jetzt habe ich aber keine Zeit. So, gut. Gut gemacht. Die Herrschaft nochmal kaputt gehaut. Fürs Erste. Was haben die da? Serum. Wenn mich recht erinnert, ist das Serum ist Money. So eine Art Währung, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Metallschrott. So, wir müssen unsere Stufen ausbauen, pass auf. Wir haben ja eine neue erreicht und haben wieder 2 Punkte. Und dann nehmen wir halt einmal Lehre des Ausweichens. Das mindert den Schaden. Nehmen wir einmal, was haben wir da oben? Tödlicher Schatten. Angriffe von hinten verursachen plus 50 mehr Schaden. Ja, wir können auch ein bisschen rumschleichen in manchen Situationen, aber im Grunde brauchen wir es nicht. Ausweichen. Nehmen wir halt einmal. Können wir denn da schon was machen? 4 Stück brauchen wir. Und 3 haben wir erst. Dann können wir das ausbauen. Wie schaut es denn aus mit der Waffen? Moment einmal, wo war denn das? Das gesprungene Rohr. Handwächter. Ja, da haben wir da zwar keine Chance mehr auf kritische Treffer, aber verursacht mehr psychischen Schaden. Und ich erzähle das nicht mehr. Gut. So, das passt erst einmal. Und dann rennen wir mal, Innozenz, wir müssen da rauf, oder? Rennen wir mal da rauf. Und links geht's zur Kantine. Da hinten. Roy, so you finally taught the fat guy a lesson, huh? Ha! That fucking vermin, good one. Tja, keine Ursache. Hey, Roy. So, heard you took that fat guy down. Yeah, he asked for it. So the kid and me gave it to him good. Hey, good one, buddy. You too, kid. That fat pile of shit had it coming. Absolutely right on, guys. Sucht der Ärger? Na, oder? Na, die sind brav. So, da habe ich noch was gesehen. Das war der 4. Teil für den Handwerker.
Da hinten blinkt auch noch was. Metallschrott. Also offene Welt hat das Game auf jeden Fall nicht. Es ist sehr linear gehalten. Das war der 5. Teil gerade. Und das schaut aus wie die Kantine, oder?